Hallo zusammen, hier ist Cletus von Crown Crew mit dem zweiten Teil vom Alan Wake. Wir haben ja am ersten hier den Ölbohrturm zum Einstürzen gebracht und sind jetzt auf dem Weg in das Lokal, das Diner, wo ja scheinbar eine Schlägerei stattgefunden hat, um dort Hinweise zu bekommen. Wir haben einen Schlüssel mit auf den Weg gekriegt, damit wir dort nachher reinlatschen, nehme ich an, ja. Schnell noch heilen durch das Licht. Da wären wir, hä? Perfekto. Poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. What the fuck? Oh shit! Oh ja, das sage ich auch, Mann. Ja, ziehen wir weg, ja. Ah, aber so kann man das scheinbar schon im Griff halten. So. Ja, easily. Ziehen wir hier mal gerade rein. Come on. Okay, da ist gar nichts. Was? Draussen? Mund oder so liegt dort? Ja, das ist gut, für später. Also, na, da ist was. Ah, natürlich geschlossen, gut. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Aha, okay, das Observatorium, jawohl. Das haben wir ja im Trailer schon gesehen. Aha, gut. Wieder zurück zum Motel. Motel. Hotel. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Nein, das ist Damned abgefahren. by forces beyond her control, as much as by her own actions. So. Und ein Stück Scheiße. Alright. Also ja. Die Emma hat leider müssen daran glauben. Da hat sich also keine Love Story entwickelt, für die sich schon gefreut haben. Ja, aber jetzt habe ich natürlich keinen Plan, welches Hotelzimmer das ich hier muss abchecken muss. Aber wir holen zuerst noch schnell ein bisschen Mund und gehen uns schnell anschauen, was da innen vorgefallen ist. Why didn't you listen? Was? Why didn't you listen? Sie ist schon da innen geblieben, wie er gesagt hat, oder? Und dann sind sie ja reingekommen und haben sie gepickt. Also von dem her, der Alan ist ein Trottel. Ja. Nein, ich bin der Oberverhänger, natürlich. Das sind die Sterne, die es markieren, ja. Also, Manuskriptseite schön. Und für die es interessiert, es ist halt näher hier
so ein Text, der vorgelesen wird. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Aber ja, so läuft das Ganze. Und von dem her tue ich das nicht alles abspielen. Wenn das jetzt jemand unbedingt will, dann kann ich gerne ein Spezialvideo machen für das. Aber sonst ist das relativ trocken. He? Jetzt ist das schon alles gewesen. Die schäbige Seite zu geben. Run, motherfucker, run. Damn. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, voll, ich weiss es nämlich auch. Nämlich schon vor einem Diner mit dem drauf gewesen. Das ist doch der Typ ja der im Fernsehen ist gefickt wurde. The observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Alright. Schade, habe ich nicht nur den dritten Raum abgecheckt, weil dort wäre vielleicht noch eine Manuskriptseite drin gewesen, aber jetzt hat es uns halt gerade direkt hierher gebracht. Hier sehen wir noch eine kleine Karte. Aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich brauchen. Kann ich da? Nein. Also gut, gehen wir da mal rein. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I missed. And what about you, Thor? If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What you talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Okay, lustige Sache, wirklich lustige Sache. Also, ziehen wir hier mal weiter. Ja, ist klar, dass da wieder irgend so ein Angriff kommt. Wenn wir jetzt da einen mit einem Sniper-Rifle oder was sehen?
Schön sieht's aus, ja, ja. Ja, ja, jetzt keine Ahnung, wo es durchgeht. Komme ich da auch irgendwie rein? Ja. Ja. Cool, da hinten hat es einen Munitionskasten. Ja, genau. Und Batterie auch, aber die haben wir bisher eigentlich gar nicht gebraucht. Was war das gewesen? Der Vogel. Irgendetwas machen? Nein. Rein vielleicht. Oh, nicht, ja. Gut. Ja, komm noch mal runter, du Siech. Ja. Ich warte schon auf dich, Bürschli. Seit längerem. Schön, schön läuft es. Kommt nochmal, Jungs. Schön kanalisieren die Wursten. Und dann einmal, zweimal. Und dann ist das schon erledigt. Also, ihr seht, die Kämpfe sind wirklich äußerst simpel. Hier vorne haben wir eine Manuskriptseite, nehme ich an. Die glänzen immer so schön. Jawohl. Schön ist, dass jetzt die 9. oder die 10. Die 10. gegebenenfalls. Das heisst, wir können uns Magnum holen, wenn wir nicht hier wären. Oder unten wären geblieben und dort vielleicht noch 2 gefunden hätten. Anyway. Beim ersten Mal durchspielen ist es häufig unmöglich. Ist nachvollziehbar, nehme ich an, alles richtig zu machen. Aber das soll jetzt auch nicht ein Perfect oder Speedrun werden, sondern das erste Game, das erste Durchspielen, das ja sicher nicht allzu schwierig wird sein. Aber ich genieße primär halt die Story auch. Aha. Ja, wir hätten jetzt auf beiden Seiten durch können, vermutlich. Ja. Wenn wir noch schnell da durch, vielleicht finden wir dort noch eine coole Waffenkiste, wo man vielleicht noch eine gute Waffe rausstibitzen kann. Ja, das ist richtig am Küchen. Und schon wieder nicht mehr. Cool. Nein, da wimmelt es ja von diesen Manuskriptseiten. Okay, hier unten bin ich vorher, hier ist nichts. Dann bewegen wir uns noch einmal, wie gesagt, auf der anderen Seite. Jawohl, genau, dort unten könnte eine Waffenkiste gewesen sein. Geil, wie die Schlangen aber die klappern. So. Da muss man dann vielleicht etwas holen, vielleicht auch nicht. Abgeschlossen. Kann man leider nicht aufschießen, gut. Da hängen vielleicht etwas. Nope. Auch nix. Scheiße, weisst du. Ja, wobei, also. Das muss nicht wirklich gruselig sein, also an einem Platz rumzuchillen. Wenn nicht gerade so hohe Dunkelheitsspaß in einem nach dem Leben trachten. Scheiße, zwischendurch meine ich einfach schon, ich höre etwas. Das ist schon noch cool gemacht. Ja, jetzt geht es aber nicht mehr wirklich ab, ja. Schön. Immer 3. Ganz gefährliche. Oh nein, das sind 4! Jetzt nicht mehr. Komm, Büschli. Was machen wir mit dir? Jawohl. Der nächste bitte. Oh, nein. Der wird richtig gefährlich. Und den verarschen wir noch einmal schnell ein bisschen.
Und... Ah! Jetzt bin ich verarscht worden. Jawohl, schön eine durchziehst. Nochmal, komm. Ui. Nein, ist eigentlich nicht so schön gewesen. Ja. Jetzt ist es ohne das Slow-Motion-Zeug, hä? Oh ja, jetzt schießt es dir gerade. Nein, komm. Fertig da. Das wäre das Geilste gewesen, wenn jetzt abgepackt wäre. So. Nächste Manuskriptseite, das ist gut. Dort haben wir scheinbar noch ein bisschen Munition auch. Schön rückwärts kann man also nichts aufnehmen. Nicht wie der Jackass der Gado, der nur rückwärts, ohne zu schauen, den Wasserhahn andrehen kann. Mann, das ist das Einzige, was so Games auch ein bisschen sagt. Dass immer alles zu ist. Ich meine, hallo. Ich weiss schon, dass das ein Element ist, um das Spiel zum Teil auch voranzutreiben und so, aber... Naja. Ich fühle sich auch immer ein bisschen eingeschränkt, hä? Gut, gut, jetzt haben wir schon ein paar hier und keine Waffenkiste gefunden. Ich habe doch vorhin hier oben runtergeschaut und gemeint, ich würde im Ecke eine Spienzle zu haben. Mal, schau hier! Ja, voll, ich bin vorhin einfach neben durchgelaufen. Cool. Komm schon, komm mal ein bisschen. Du bist jetzt ein Hänsel. Das Jagdgewehr. Nein, Mann, wie viel habe ich denn? 5. Ah, es ist pro Level in dem Sinn. Ah Gott, hey. Ja, aber jetzt Moment schnell. Im Rastplatz habe ich 9. Ah, ich sehe. Wollen wir uns wieder mal ein bisschen leben? Und dann betreten wir die Sternwarte in der Hoffnung, dort mal auf ein weiteres Story-Element zu treffen. Das heisst, wo die Geschichte mal ein bisschen vorantreibt wieder. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Was, jetzt wollen wir die Schnitte nicht einmal reinlassen? Eieieiei. Das ist ein geiler Sieg, hä? Mit der Sichel. Da ist ein bisschen der Flink gehauen, hä? Ja, aber alles geflinkt, würde ich sagen. Da ist eine schöne Knarre und... Yeah! Das ist cool. Und weg mit dir, du bist der Letzte. Oh ja. Ah, was heisst du der Letzte? Jetzt ist ein paar von diesen Spatzen. Komm schon, der Flinke Sieg. So. Was, der will noch einen? Der Sheriff will noch einen. Aha, wieder der Karabiner, hä? Ja komm, wir probieren doch das Teil mal aus. Da wir aber nicht Munition zum Verschenken haben, ist es einfach beim nächsten Konflikt näher zu Go benutzen. away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please! I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Okay, jetzt ist es scheinbar ein bisschen chillig gerade. Cheesy kann man natürlich nicht. Weißt du, der Typ muss sicher schon lange mal pissen haben. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could...
these guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Nein, das ist eine Straubi-Party. Nein. Jetzt geht er wieder bürgen. Oder nur zum Schlägeln? Okay. Never mind. Durchgeknallte Wichser. Just a moment, I'll send the lift down to you. Das I riecht didn't expect to see anyone here tonight, That's but I'm tiny. relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. halt mal das Maul hin, weißt du? Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal. That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant. Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be.
Schöne Kommandozentrale hier. Also. Jetzt müssen wir das Zeug holen. Good luck, and try to be careful. It's a very expensive part, and we don't have a replacement. Worse than I intended. Be safe. Ja, merci. Okay, wo ist der Karren? Da unten. Ach, ganz unten. Hä? Ah nein, da hinten, alles klar. Ja, da bin ich auch schon mal gewesen. This must be your car. Was ist mit diesen Spinnennetzen? Sie sind, glaube ich, vorhin noch nicht da gewesen. Ah, okay, das ist der Grund. Ah, Scheiße, jetzt hätte ich lieber die Pumpe dabei, Mann. Ah, ist das leid, die kleinen Wichser. Das sind noch viel. Ah, die können einfach im Licht ausdünnen. Ah, das ist schön. Haben wir schon die kleinen Scheiße hier. Ab geht's. Wissen wir nicht, was soll das? So aus dem Boden kommen. Nein, aber ja. Au, Scheiten! Ah, Schwenker. So, ist ja nicht wirklich eine Gefahr. Komm schon, alles cool. Found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Aha, jetzt hätte ich gar nicht laufen müssen. Ja, easy. Mal im Rennen schnell das Zeugs da. Ja, ja. Nur kein Stress. Da haben wir noch Manuskriptseiten. Ah nein. Ja gut, aber Leichtpistole-Munition ist schon immer sehr hilfreich. Einer ist drumherum, bringt es auch. What? Okay. Wow. Brilliant, Das ist you've schon got gesehen, it. ha? Quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Where are the meetings? I have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well, I got it! questions. Aber das schafft man auch ohne sie zu fragen. Zuerst gerade draussen dann, oder was? Ah ja, eh. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, so nochmal eine Waffenpiste. Was? 40? Oh ja. Von denen sind wir noch relativ weit entfernt. Kann ich 2 runterjumpen? Ja, ja, Mama. Die Abkürzung ist es wert gewesen. Next one.
Ist ja klar gewesen, dass du ein paar Spassis werden aufgelaufen. So, gut. Das ist ein One-Shot. Nein, dem nicht. Und du. Wolltest du noch einen? Also gut. Naja, Pumpi gefällt mir besser. Pumpi ist halt immer Pumpi. Ich freue mich immer darauf, dass ich hier aufs A muss hämmern. Scheiße, Mann. Jetzt brauchen wir wirklich mal eine Batterie. Weißt du weißt nie, was mit dem Arsch abgeht. So, geht das, jawohl. Cool. Und mit Arschloch habe ich natürlich Dunkelheit gemeint. Alan hat sein Business im Griff. Dann haben wir wieder mal die Uzi zur Hang. Weil die ist schon fast mehr wie eine Pumpe. Weil sie schön kann sprayen auf nahe Distanz. Ja, wahnsinnige Überraschung. Oh nein, 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 du hast einen nicht. Eine Batterie mehr. Ja. Ist der schon weggeputzt? Ja, der ist schon weggeputzt. Spasti 1, Spasti 2. Du wolltest auch noch etwas? Jawohl. So, das letzte war das. Okay, that should do it. Wieder zurückfüdeln. Ja, es hat halt schon einiges an Backtracking, wie man aber auf Englisch sagt, wo man halt Wege immer wieder muss die gleiche eigentlich zurücklegen. Das wollte ich sagen, eher sich gestresst hat. So. Ja, und wisst ihr was? Die ersten 2 Max Payne Teile kommen vom Entwickler von diesem Spiel. Und teilweise finde ich, merkt man es ein bisschen, aber es sind natürlich schon ganz komplett andere Sachen. Und das neue Max Payne 3 wird ja von Rockstar gemacht, entwickelt, betrieben. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. So, jetzt nehme ich hier. Ah! Oh, Scheiße, Mann! Das tauschst gerade vor mir auf, du Asi. Shit, ey. So, die Leuchtfackel retten einem immer schön das Leben und sieht hure geil aus, finde ich. Alright. Gut, da scheint es noch mehr zu geben, wo du herkommen. Darum lenke ich die mal schön gerade ab. Und verpiss dich, du Feigling. Schön weit geht sie eben gleich auch. Ja was? Ah, der ist noch einer, gut. Komm schon, Bürstli. Ah, da sind noch mehrere, scheiße. Ah, die kann man nicht in die Luft schießen. Gut. Oh shit. So. Kann man dem mal ein bisschen abhelfen, das ist schon schön. Dem muss man auch noch ein bisschen helfen. Da hinten kommen noch mehr. Nee, nein, das ist ja richtig abgefahren. Ah nein, sie hat es geschafft. Yeah. Ja. I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange. Ich wollte das auch mal sehen. Indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Aber ja. Merci.
receiving the signal now? Oh, yes, it's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. A printout of a signal. It too is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet it provides a roadmap for the man to follow, a course that will lead him to a place where he may confront his enemy. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Ja, geil, ich freue mich. Aber ja, jetzt ist mal fertig mit dem zweiten Teil. Hoffe, euch gefallen. Schönen zusammen.